Bow. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aus der Reihe «Schurig schöne Geschichten» von Marius und der Jagdkapelle. Die Geschichte Nummer 1. Und sie ist wahr. Gut, Ratzfatz, das war jetzt nicht schlecht gewesen. Aber dass es wahr ist, musst du ja nicht extra sagen, das ist ja klar. Trari, trara, die Jagdkapelle-Jägergeschichte ist da. Weidmanns Hoi und Sali miteinander. Ich bin der Jägermeister Marius und erzähle jetzt die Geschichte von 6 Jäger, die nicht jagen wollen. Oder wie ratzfatz ein Obergäckeli gelbes Löwenzahn, heldenhaft vor dem todsicheren Halsbruch todrettend tot. Ratzfatz, ich erzähle die Geschichte, gell? Darf doch noch etwas sagen, oder? Aber nur, wie du musst. Ich habe das doch aufgeschrieben. Ja, extra schnell. Was? Hast du es aufgeschrieben? Ja und? Du weißt ganz genau, dass ich nicht schnell bei ihm lese. So einen Rehbockmist. Ich helfe dir dann, wenn du dran bist. Aber jetzt wart. Sonst kommt niemand mehr raus, wenn du mir immer reinschnarchst. Okay. Also, Geschichte von 6 Jägern, die nicht jagen wollen. Immer wenn es Jagdzeit ist, treffen sich am Sonntag alle Jäger von der Stadt zum Jagen. Weil die am liebsten führen kommen, wenn es nicht mehr richtig Nacht ist, aber auch noch nicht ganz morgen, sind wir Jäger einmal schon ganz früh im Wald. Und weisst mit der Nachtfalter, hä? Jetzt bring mich doch nicht raus. Kommen die nicht etwa in der Nacht führen? Ich mein, denk so Füchs und Reh und so. Dann sag doch da von Anfang an. Ich bin schon immer am liebsten ganz allein auf die Pirsch gegangen, auch wo ich den Ratzfatz noch nicht so gut kennt habe. Hey, du! Ich kann mich noch gut erinnern. Ich bin am Moos zum Waldbächli gehockt und habe ihm zugelassen, wie es die schönen, weißt du, die uralten Lieder gehuscht hat. Es fließt das Bächli, das Bergli ab. Durch Wiese, Wald und Täler wird's laut und wieder schmäler. Jede Nacht, jeden Tag. Es fließt das Bächli, es fließt das Bächli, das Bergli ab. Das Bergli ab, es liegt im Bett aus Erde, will einfach nicht müde werden, Jahr aus, Jahr ein, es schläft mir ein. Es fließt das Bächli, es fließt das Bächli, das Bergli ab, bis es endlich heimkommt und ich schlaft auf dem Seegrund, tief und fest, tief und fest. Was hoppelt denn mir da vor mein Jägergewehr? Ein Fell, lange Ohren, ein Stummelschwänzli grösser als eine Meersau, kleiner als ein Pudel, frisst Löwenzahnblätter. Ein typischer Rüebli-Furz. Oh, das muss ein Hass sein. So, jetzt muss ich ganz leislich sein, sonst haut er noch ab. Der tut kein Hoppelwank.
Der ist üblig in den Ohren. Gut, dann mach ich's halt. So, jetzt nur noch zielen und den abdrucken. 1, 2. Das ist am Ende. Aber nicht etwa der Osterhas. Ich meine, wenn ich den Osterhas jetzt abschüsse, das wäre ja... Nein, der hat aber gar kein Eierkörbchen auf dem Rücken. Gut, vielleicht hat er es daheim vergessen. Egal, ich muss jetzt sowieso los und der Has, der sollte jetzt, glaub ich, auch etwa weiter. Komischer Osterhas, das. Und es ist sowieso gesünder für die Ohren, wenn es nicht klopft. Und der Ratzfatz, der hätte ja gerade auch noch geweckt. Der schläft wie immer unter seinem Holunderbusch. Der verschreckt jetzt. Unser Superjäger. Schlafen auf der Jagd. Ne. Bu! Bu! Bu, 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 bu! Bu! Gott, Rehbockmisch, der ist ja noch tauber als der Osterhas. Wo? Was? Schocki, Heili. Aufhören träumen, wir gehen. Wo, ne? Wir sollten schon lange beim Parkplatz sein. Parkplatz? Ja, bei den anderen Jägern. Gut bluffen, wenn wir geschossen haben. Wer ist denn geschossen? Nichts. Ist das eins von diesen modernen Tieren? Aber fast hätte ich den Osterhas geschossen. Ja, was, gell? Der Weiss zählt halt leider nicht. Und du? Wieso hast du eigentlich nie ein Gewehr dabei? Ja, das ist eine lange, lange Geschichte. Weißt du, ich habe eben mal ein besonders schönes Löwenzahnblümchen getroffen. Und? Das war viel geiler als alle anderen. Aber es hat einen gebrochenen Hals gehabt und ich musste die ganze Nacht weißt, so Mund zu Blüten beatmen. Es hat mir erzählt, dass eine Kuh voll aufs Dorf gestanden ist. Ich habe sofort gewusst, dem Blümchen rette ich das Leben. Ja, so hat das angefangen. Und was hat jetzt da mit deinem Gewehr zu tun? Ja, ich habe keine Vase gefunden. So ein Löwenzahn braucht aber Wasser und Licht und jemand, der mit dem Reh braucht es auch, weißt du. Dann habe ich das Wasser in die Röhre von meinem Gewehr geleert und habe das Löwenzahn vorne reingestellt. Ja, und weil meine Flinte seither eine Vase ist, kann ich nicht mehr schiessen. Ja, sonst würde ich ja das Tier mit Löwenzahn bombardieren. Da wären sie am Schiessen. Gehen wir. Hast du eigentlich schon mal etwas geschossen? Einmal, fast. Ich habe ein riesiges Reh vor der Flinte und will gerade abdrucken. Da ist gerade so ein fieser Schneck gekommen und ist voll laut übers Moos trampelt. Da kannst du dich im Fall voll nicht konzentrieren. Ja, sackfies die Schnecke. Ja, und so laut. Und du? Hast du schon mal etwas geschossen? Einmal, ja. Was? Ja, der Bock, weißt du. Nein. Ich habe eine ganze Wiese voller Blumen gerettet, im Fall. Was jetzt? Ja, vor dem Bauernzünder eine Mailmaschine. Ich habe alle Blumen eingesammelt und zum sie einstellen habe ich jede Vase gebraucht, die ich auch finden konnte. Als die Jäger am nächsten Morgen aufgestanden sind und ihre Gewehre holen wollten, hat sie in der Jägerhütte von der ganzen Stadt ausgesehen wie in einem Blumenladen. Überall Gewehrvasen mit den schönsten Sträußchen vorne drin. Dann hat es geheissen, ich habe wieder mal voll den Bock abgeschossen. Kommt dir auch immer etwas dazwischen, wenn du ein Tier schiessen Ja, Aber man muss halt Dreh schiessen, sonst hat es zu viel und die fressen einem die jungen Bäume. Das ist ja auch fies. Oh, Weißt du, so ein Jäger, der nicht jagt, das wäre ich gern. Ja, da werden lesen. Den Tierchen beim Tiersein zuschauen, die schönen grünen Kleider anhaben und den ganzen Tag nur Jägerlieder singen. Jägerlieder singen finde ich super. Ich habe eine Gitarre. Die habe ich im Fall von meinem Vater, seiner Schwester, ihrem Ex-Freund, seinem Hund. Und ich habe eine Handorgel. Die hat sie im Fall voll im Blut. Sie ist zu Mörschwil, das ist noch nicht lange her, im Musikverein mal ein Handorgelstar gsi. Hey, weißt du was? Wir gehen nicht zum Parkplatz und zu den anderen Jägern. Nicht? Nein, wir gehen zu meiner Jägerhütte.
Ja, und für was denn das? Zum ein bisschen spielen? Ja, Versteckis. Nein, Musik. Ich mit meiner Gitarre und du mit deiner Handorgel. Und dort fetzen wir die Jägerlieder runter. Genau. Wir gründen das Duo Singjäger. So geil. Wir sind Ein Aha, 2. Jäger, wo nicht jagen wollen. Wenn wir viel lieber zusammen singen tun. Wir jagen allem hinterher, der ganze Wald verjagen. Wir sind Singjäger, Schreckjäger, scheuche dumme Schlauschelwüste, Musikjäger, Slüt. Aber den Tier machen wir nichts. Oh yeah. Ja. So schön. Das müssen wir einem Löwenzahn in meiner Vase vorspielen. Weißt du, ich habe wieder mal so einen Halsbruchpatient. Oh, das Hey, ist pst, einfach- schau dort. Ein Zulassen immer schon. Wo? Gerade neben der Jägerhütte. Was? Ein Seichhörnli. Ah ja. Siehst du, wie es schwänzelt? Du, dem Seichhörnli hat's, glaubst du, gefallen? Meinst du, dem Seichhörnli ist es gleich, wenn du halt die Töne nicht so richtig triffst? Wie meinst du jetzt das? Oh, also manchmal hast du schon ein bisschen falsch gespielt. Hey, du im Verlauf musst du gar nicht meinen. Kann gar nicht sein. Das Lied ist von mir und meinem Großvater. Bei allen Wichten bist und Buchen uns. Das kann jeder sagen. Wenn du weißt, was... Da sind's, Herr Oberjägermeister Brünzli. Die zwei möchten gern Jäger. Gute Arbeit. Bravo, Jäger Franz. Weidmanns grüezi. Mein Name ist Brünzli. Grüezi, Herr Oberjägermeister Brünzli. Gehen wir ein bisschen singen, seit wir nicht mehr auf die Jagd gehen. Hä? Was für ein Karrierestart. Unser erster Zuhörer ist ein Oberjägermeister. Und wie hat's dem Meister Oberjäger Ein gefallen? richtiger Jäger singt doch nicht so einen Habakuk. Du, was meint der mit Habakuk? Der Text hat ihm, glaube ich, nicht so gefallen. Aber Herr Oberbrünzli, Meister, wir sind Ein doch Schramm nicht... für die Jägerzunft, da sind er. Botzi Jagdhahn, Speuz und Flintendonner. Zuerst schiessen wir ein halbes Jägerleben lang nicht. Und dann lassen wir uns über eine Stunde lang beim Parkplatz warten. Ja, und jetzt auch noch da die Katzenmusik, die alle Füchse und Rehe verscheucht. Ihr seid ja keine richtigen Jäger, sind ihr? Du. Jawohl. Was meint er jetzt mit Katzenmusik? Musik findet er, glaube ich, auch ziemlich ein Seich. Aber Herr Meister Oberbrünzli, ich bin schockiert. Achtung, der Oberjägermeister Brünzli verkündet: Von heute an dürfen der Marius und der Ratzfatz nicht mehr mit auf die Jagd. Jäger Franz, Herr Oberjägermeister Brünzli, ja? du machst Meldung bei der Jägerzeitung. Wenn der Mann im Klapp steht, dann wissen es auch gerade alle Jäger in der ganzen Schweiz. Ist das klar? Jawohl. So. Ja, sollen wir Ihnen das Lied noch mal vorspielen? Also beim zweiten Mal lass ich einmal... von einer Frechheit. Regen Sie sich Botzi, mal auf, Tanzspeuz Herr und Oberjägermeister Flinterdonner. Brünzli. Regen Sie sich mal auf. Du, Rat, Na was, Marius? der Brünzli ist, glaub Bünzli. Das ist Bützli, aber alles Gute. La 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 Unz Bunz la 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 Immer pünktlich, immer zackig, meistens hässig, fußrotbackig, staubet er durch sein Revier, dampfet wie ein alter Stier, aus allen Ritzen, Schampa, Schwitze, ein Brünzli, Brünzli, mir im Sitzen, krampfe wie ein zäher Hirsch, tausig Tage lang auf der Birsch, so stampft er durch den Wald, so ist er halt. Hey, Oberjägermeister, Jäger, Obermeister, Meister, Oberjäger, Oberjägermeister, Brünzli, Oberjägermeister, Jäger, Obermeister, Meister, Oberjäger, Obermeister. Der Brünzli nervt ein bisschen. Immer hat er so gern streng. Seine Hose sind im Zing, der Ranze voller Rehbockwurst. Ein kleines Schnäpsli für den Durst. Wasserdichte Gummistiefel im Hosensack, ein stinkes Schniefel. Lachen wie ein Urwaldaf. Es riecht wie Speer, baff. So stampft er durch den Wald, so ist er halt. Oberjägermeister,
Meister, Jäger, Obermeister, Meister, Oberjäger, Obermeister Brünzli. Oberjäger, Meister, Jäger, Obermeister, Meister, Oberjäger, Obermeister. Der Brünzli nervt der Klee. La 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 la. Yeah. Hörst du das? Was? Da mägt's. Ja, wo? Hinter der Jägerhütte. Aber warum? Musst nicht traurig sein. Bin ich ja gar nicht. Meint denk der mägt. Aha, der. Hä? Hey, hallo. Ja, komm doch führen. Ja, komm führen. Bis, komm. Bis. Wir sind's. Der Ratzfatz und der Marius. Wir beißen nicht. Ausser manchmal in so Rüebli-Toten. Ratzfatz. Wir wollen doch dem armen Ding keine Angst einjagen. Schau dort. Ein Fell. Ein Schuh. Ein Bär. Ein Mensch. Wie alter Fichtenfisch und Buchennüsse. Ein Panda-Mensch. So einen habe ich jetzt aber noch gar nie gesehen. Ja, Pandas leben ja auch in China. Eigentlich. Weidmanns Hoi, Herr Bärenmensch. Du musst doch nicht so traurig sein, hm? Entschuldigung? Nein, ich bin ja nicht mehr zu China. Es redet. Das hätte Grüezi auf Panda-Chinesisch geheissen. Wo kommst denn du her? Direkt von China mit dem 12-18-Zug. Ich habe dort 22 Jahre im Wald gelebt. Und Jagd auf Panda-Bären gemacht. Ne? Das ist ja extrem laut, wenn der möchte. Der muss ihn sofort trösten. Wirklich, so kann ich gar nicht mehr garantieren. Ratzfatz, beruhig dich. Lieber Panda-Mensch, warum bist denn du so traurig? Ja, warum? Und wer war's und wieso bist du überhaupt? Eigentlich heisse ich Thomas. Aber meine Freunde sagen mir Tombär, weil ich so ein grosser Panda-Fan bin. Darum bin ich auch auf China. Und damit ich ganz näher zu meinen Lieblingstieren ran kann, hat mir Mami ein Panda-Fellgewändchen gemacht. Du hast dich also als ein Panda verkleidet? Nein, ich bin ein geworden. Pandas haben sich an mich gewöhnt und sind zu mir gewesen, als wäre ich einer von ihnen. Du hast dich aber nicht etwa von Bambusblättern ernährt und in einem Nest aus Gras und Blättern gewohnt. Doch. Und vor 3 Wochen wollte ich sogar eine Panda-Familie gründen. Darum habe ich die liebste Panda-Bärin gefragt, ob sie mich heiraten will. Ja, und dann? Sie hat mich angefacht und mir voll ins Viertel gebissen. Wahrscheinlich, weil ich trotz meinem Gewändli immer noch ein Mensch bin. Ich kann nie ein echter Panda-Bär sein. Aua, langsam der Herbst. Hey, Tombär, schau mich und den Ratzfatz an. Wir können dafür nie mehr richtige Jäger sein. Der Oberjägermeister Brünzli sagt, dass wir nie mehr auf die Jagd dürfen. Und er sind nicht traurig. Nein, weil wir können jetzt Musik machen, so viel wir wollen. Ja, wir sind das Toursing-Jäger. Musik? Kannst denn du auch neben ein Instrument? Nein, aber ich kann super gut ausflippen. Total gut, so Radiomusik mit dem Vödel wippen. Wippen, flippen, wippen, flippen, wippen, flippen. Wippen, flippen, flippen, wippen, wippen. Wir machen aber keine Radiomusik, du ein Panda, du. Aber ein Instrument könnten wir schon noch brauchen. Weil es würde echt zu dir passen. Weil ich Bambusblätter immer von den Ästen abschäle, habe ich starke Finger und die sind auch super schnell. Gell? Ja, du bist schwarz-weiß, wie ein Panda halt. Zu der wäre, ich hasse. Du musst auf dem Zebra spielen. Auf dem Zebra? Genau. Das ist doch kein Instrument. Aber es ist schwarz und weiß. Ratzfatz, ein Instrument ist zum Beispiel ein Klavier. Genau. Sag ich ja. Genau. Genau. Der Jägerfrau. Wir müssen keine Angst haben. Woher kommst jetzt du schon wieder? Ja. Und wo ist dein Oberbrünzli? Bin allein. Habe ein schlechtes Gewissen. Der Brünzli war ja extrem fies vorher. Ja, ist doch nicht so schlimm. Nicht alle Jäger sind nämlich fies. Kann ich nur noch sagen. Und übrigens, ich hätte auch noch ein altes Klavier. Seit ich mir bei der Jäger-Ping-Pong-Meisterschaft die Finger verstaucht habe, kann ich nicht mehr spielen.
Wenn ihr es wollt, kann ich es euch geben. So gut, nein. Sicher wollen wir's. Juppie, mir geht's so gut, dass ich alles rein tue. Ja, also, dann bringe ich es euch vorbei. Aber sagt es niemandem. Sonst komme ich dran vom Brünzli. Hey, und mach dir keine Sorgen. Weidmanns, tschüss, Jäger Und Franz. das Grünzli für den Brünzli. Das ist jetzt von mir, ja. Ja, dann warten wir, bis das Klavier kommt. Aber das kann noch lang gehen, oder? Also, Ja. du, dann warten wir also mal, würde ich sagen. Also, ja. Hey, Marius. Das kannst du im Fall nicht machen heute. Was? Nein, echt, ey. Jeder, der muss zulassen, wie wir hier warten, der stirbt vor Langweile. Meinst du wirklich, da gibt Tote? Ja, todsicher. Wir müssen uns Führer spulen. Was? Führer spulen. Ja, aber tut das nicht weh? Nö. Bist du bereit? Wo war hin der's? Nicht, nein. Döst du nur weiter, gell? Also gut. Los! Das ist das schön. Hey. Ja, und? Was meinst du, Tom Bär? Ja, ich hab keins von deinen Kleis. Ja, ich hab keins von diesen kleinen zwei. Jetzt geht's in die Knie, ich hab nur drei. Ich hab es und es ist nur mehr. Ein wunderschönes Klavier. So schön, so schön, so schön. Ein Talent, Panda. Juppie, ich fühle mich super toll. Ich muss gar nicht mehr machen, alles reimt sich einfach voll. Gut, okay. Kommt, jetzt spielen wir alle zusammen. Yeah, wir sind die Band, Band. Sag, han is erwähnt, wir sind die Band. My friend. Oh, yeah. Nein, bei uns Jäger heisst das Kapelle. Dann sind wir also Zingjägerkapelle. Und ich bin dabei. Ja, sicher. Und du kannst bei uns in der Jägerhütte wohnen, wenn du willst. Yippie, ich bin endlich am Ort, wo ich mich so voll so wohl fühle und schon reimt sich jedes Wort. Oh yeah. Ist ein halber Panda, ist ein Tannenbär. Und reimt alles, wenn's ihm gut geht. Das ist voll schwer. Wir haben's gern, wenn er tanzt und drum nicht mögen. Oh, wie traurig's wär ohne Tannenbär. Oh, ja. Wir sind 1, 2, 3. Jäger, wo nicht jagen wollen. Wenn wir viel lieber zusammen singen tönt. Wir jagen allem hinterher, der ganze Wald verjagen. Wir sind Singjäger, Schreckjäger, Schüche, dumme, Schlauschen, die Musik, Jägerslüt. Aber den Tier machen wir nichts. Und werden darum nie müde. Oder im Bromberg gestüt. Ausgerechnet heute. So. Yeah, jetzt schaut auch mal da. Ein Eichhörnchen ist uns voll gut zulassen gekommen. Im Fall immer, wenn wir spielen, kommt es lachen. Hey, ja. Hey, am Seichhörnli gefällt unsere Musik, glaubst du wirklich? Heute ist es aber so ein bisschen geschält und bürstet. Ja, und es schmeckt fein. Und es schaut wie ein Mädchen. Oh je, meine. Habt ihr die rot angemalten Krallennägel gesehen? So ein rausgepützeltes Eichhörnli habe ich noch nie gesehen. Es ist hinter die Jägerhütte. Jetzt haut's ab. Wo? Dort, das Eichhörnli. Was? Im Nah. Genau. Bereit? Aha. Oh yeah. Los! Ui. Schnell wie noch. Dort so schnell. Dort. Ich seh's. Das Eichhörnli denk. Seht ihr es noch? Ich seh's nicht mehr. Wo? Yeah. Wo? Fuß weh. Schenkel.
Stopp! Tine! Ah, dort. Durchs Gebüsch! Schnell! Achtung, Arsch! Sorry. Wo sind wir? Da schenkst nach Ruhe. Stehst du im Laden? Ach ja. Jö, siehst du noch ein bisschen schön? Es geht raus! Schnell! Oh nein, mach nicht. Morning has broken. Weiss jemand, wo wir sind? Ich nicht. Ich auch nicht. Zurück! Telefon. Schalt! Telefon. Schalt! Telefon. Mies! Hä? Dies Telefon. abstellen, gell? Der Marius Werdheim, was? Jäger Franz, Topsieger. Du bist im was? Reden. Wieder der Dichter. Okay, das geht los. Los! Los. Das reimt sich. Hey, das wäre mal ein Reim für einen Refrain. Aber Sprung! Stopp! Dort! Wo? Ich seh's! wo? Dort beim Haus Ja, ist aber- es! Schnell, Dort! Jetzt Gott sei hier Schnapsdisco! Musik? Ruf. Wow! Tombeer, Tombeer, wir sind wegen dem Ich seh's, Achtung, dort hinten, los mal mit dem sofort hinten drin. Oh nein, es geht zur Straße! Ah nein. Pass auf! Mach mit dem Wasser. So knapp! Geschafft! Oh, Glück gehabt. Achtung, Zwerg! Yeah! Oh. Ja, Jetzt hast du einen ungeschubten da Ratzfatz! bin ich so klein. So fix! Jetzt hätte ich fast in die Hose gemacht. Abschütteln. Ich hab's Ja, fast! dort, ja, Ich hab's auch. fast! Nimm's fast! Ja, du nimm's doch. Nimm's doch. Jetzt ist es weg! Jetzt ist es Immer willst du die wichtigen Sachen machen und es klappt nicht. Bots Rehbachgeschenk und Rüebli fort. Jetzt haben wir es verloren. Ja, was sind wir eigentlich? Komischer Wald da. So glitzerig alles. Alle Blätter sind so abgestaubt. Und durchgelüftet. Das ist fast ein bisschen unheimlich. Hört ihr das? Es kommt näher. Die alten Dichter sind schon Buchenüsse. Also, okay. Wolf, bist du da? Wolf, hallo. Hat er Wolf gesagt? Du, was hast du da wieder Nein. Ein Durcheinander da mit den Tannennest. Da weisst doch, dass ich... Komm jetzt rein. Hallo. Der ist doch nicht ganz putzt, hey. Denkst dran. Du bist frisch gewaschen. Fürs Bett. Jetzt fehlt nur noch, dass das Rohkäppli vorbeispaziert. Komm Wolf, komm heim, wenn's im Wald bald dunkel wird, die Sonne am Tag der Rücken kehrt, dann wart ich da auf dich und spiel für dich ganz viel. Denn weisst, wo du gehörst mich, ich spiel für dich ganz viel. Es wird Nacht, komm heim, komm zu mir ins Warme, komm zu mir in die Arme, komm Wolf, mein kleiner Feine, mit meiner Mandoline spiel ich bis den Schluss, spiel ich bis den Schluss, spiel ich bis den Schluss. Wolf,
Zähneputzen. Hey du, Tom, hast du gewusst, dass die Wölfe vor dem Zähneputzen total gern Panda-Bären auffressen? Ein Panda-Bär fressender Wolf? Jetzt hör mal auf mit dem Gemäck. Da ist etwas obermässig spässig. Wolf, komm heimkommen. Zeit zum Schlafen. Ich weiss noch nicht was. Aber was ich ganz sicher weiss, ist, dass es in unseren Wäldern keine Wölfe mehr gibt. Ja, so ist brav. Komm, wir gehen heim. Achtung, ja komm. Würde sie echt etwas ausmachen, wenn sie die Schuhe würden abtun bei mir im Wald? Ich habe erst gerade gesaugt. Grüezi. Klar. Weidmanns Salut. Kein Problem. Ja, nein, Weidmanns kein Grüezi. Problem, ja. Nein. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Peter. Mit meinem Wolf. Also ich meine mit dem Seichhörnli. Habe ich gesagt Wolf oder habe ich gesagt Wolf? Also der Wolf mit der Gelfrisur und der rot angemalten Krallennägel auf ihrem Arm da. Der sieht aus, wie nur ein Eichhörnchen aussehen. Ach, du verstaubtes Birkenbaumblättli. Schon wieder. Ich kann mir's einfach nicht merken. Was? Die Tiernamen. Ja, das ist noch blöd so als Jäger. Darum hat mich doch der Herr Oberjägermeister Brünzli dort mal Der rausgehauen. Brünzli wieder. Nur weil ich die Tiermenge mal verwechsle. Dafür spielen sie schön auf ihrer blitzblank polierten Mandoline. Das Zupfen auf der Mandoline macht mein Herz so rein. Und ich fühle mich nachher total aufgeräumt. Ich hab doch gesagt, der ist nicht ganz sauber. Und so locke ich einmal auch meinen Wolf an. Also, mein Wolfshörnli. Du staubiges Birkenbaumblättli, schon wieder. Seichwölfli, wollte ich sagen. Entschuldigung. Die einen machen Musik zum Anlocken, die anderen machen Musik zum Abrocken. Wir sind der Marius, der Ratzfatz und der Tambe, yo. Kommen Sie mal mit uns kommen. Wie gesagt, freut mich. Ich bin der Peter. Der Herr Peter mit dem Wolf. Nehmen Sie doch Ihre Mandoline einfach mit und kommen Sie mit uns. Sie passen nämlich super zu uns. Und wenn es Ihnen gefällt, können Sie ja auch wohnen bei uns in der Jägerhütte. Ja, so langsam wird es schon ein bisschen verdächtig. Ist schon wieder ein Jäger, der nicht kann Aber in jagen. meinem Wald ist es so schön sauber und Dann nehmen Sie doch Ihren Staubsauger einfach mit. da hätten Sie nichts dagegen. Im Gegenteil. Der Ratzfatz, der macht immer so einen Dreck. Da gibt es immer etwas zu putzen bei uns in der Du, ich Jägerhütte. putze dir jetzt dann auch eins hier. Hey. Was ist mit meinem Seichwölfli? Ihr Seichwölfli, wo ein Wolf ist, wo eigentlich ein Seichhörnli ist, darf auch mit. Also Yippie, so gut. Nein, eine saubere Sache. Er hat den Wolf, wo gar kein ist, der Peter. Jedes kleinste Puff und alle Stäubli sieht er. Er wohnt am liebsten auf der Mandoline. Spielt er super, der Peter, ja. Wir sind 1, 2, 3. 4. Jäger, wo nicht jagen wollen. Wenn wir viel lieber zusammen singen tönt. Wir jagen allem hinterher, der ganze Wald verjagen wir sind. Singjäger, Schreckjäger, Schüche, dumme, Schlauschön, ist die Musik, Jägerslied. Aber den Tier machen wir nichts. Gell, Sie? Ist gemütlich in unserer Jägerhütte. He? sehr. Und wie machen wir Frühlingsputzen denn? Nicht schon wieder Staubsaugen. Bitte. Ein kleines Panda-Nickerli ist alles, was ich will. Von mir aus können Sie putzen, aber bitte einfach still. Ja, und ich muss sowieso noch üben für unseren grossen Auftritt. Auftritt! Was? Wen? Ja, jetzt dann geht. Also, heute Abend. Oh, du verstaubtes Birkenbaumblättli. Sag mal, hättet ihr eigentlich einen Specht an den Nägel geklopft? Nein, wieso? Ja, so können wir doch nicht auftreten. Allerdings, ich muss sofort mein Hemd bügeln. Aber wir haben nur Ja, eins meine Lied. Frisur zum Kaffee, Ja, wo ich ja. auch. Und Da das gäbe Hemd, ziemlich was mache ich da kurzes überhaupt? Konzert. Und, ja, und wer hilft mit den Instrumenten? Und die sind noch nicht einmal geputzt. Und Ja. ich weiß gar nicht, woher Ja, mit ist all vielleicht ein dem... bisschen blöd, aber ich habe es schon allen gesagt. Das Konzert muss abgesagt werden. Allen. Ja,
Das Eichhörnchen zum Beispiel. Aber das lässt doch sowieso zu. Eben und dem Jäger Franz. Ja. Jäger Franz? Ratz, das ist doch alles eine Furzidee. Idee. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, Zeit für was? um einen Namen zu suchen für unsere Musikmännergruppe da. Also, ich finde ja, Ratzfatz und die Jägerkumpels, habe ich mir überlegt, das wäre doch zum Beispiel ein ziemlicher... Du musst dringend noch ein paar Lieder machen. Ja. Ja, gut, das geht natürlich nicht. Kunst braucht Zeit. Also, wir rennen 100 Lieder im Kopf umeinander. Ja, immer wenn ich träume, dann kommen sie, oder? Aber ich kann mir es dann eben einmal nicht merken, bis ich aufwache. Da gibt es nichts zu lachen. Ich habe ja gar nicht gelacht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist wieder mal niemand gesehen, typisch. Ich glaube, da kommt von außen. Gibt's Besuch? Ich tu noch schnell ein bisschen Ordnung machen. So, da. Botzeribackmist und Stinkmachlerkuss. Der grosse, weltberühmte, Obermutigste. Stärkste, einzig echte. one and only. Wer soll das sein? Ja, bei allen Fichten. Weidmann, so. Weidmanns Grüezi. Weidmann! Was machst denn du da? Ist nicht mehr wie früher. Hat der Frühling in der ganzen Schweiz, oder? Keinen einzigen Bär gefunden, wo ich ausrüsseln kann, oder? Ja, die Bären sind schon ein paar selten geworden. Entschuldigung, Bärenkrüsler. Rüsseln Sie auch Füchse? Meinst du jetzt wirklich Füchs? Wenn er Füchs sagt, meint er Panda-Bären. Nein, Füchs. Also, Panda-Bären, das wäre ja gar nicht gefährlich, oder? Ja, und der Mensch, der manchmal meint, das sei ein Panda, wie sieht es denn dort aus? Nein, und ich rüssele, oder? Auch kein Panda. Wo meint er, sei ein Mensch, oder? Fuchs, kannst du wieder vorkommen? Ich habe also noch einen Panda-Bär versteckt. Ein Tombär. Das ist einer, der meint, der sagt und aussieht wie Saluti! Bärenküseler! Panda-Bär-Mensch auch. Ja, sind wir ja ein paar glatte Posten. Also dein Krüsel gefangen da. Das ist ja kein Bär. Sieht mehr aus wie ein Jäger. Jäger sind im Fall auch Menschen. So, da. Genau. Aber wo ich vorher zur Jägerhütte gekommen bin, oder? Sehe ich, wie der grüne Knaller da, oder? Und die Hütte von meinem alten Freund Marius rumschlingt, oder? Und überall reingewechselt. Gell, du? Das Backwürstchen von einem Jäger spioniert uns aus. Das Backwürstchen da, Marius, ist, glaube ich, unser Oberbrünzli-Meisterjäger. So, da. Ruhig, du Spienzler. Du, Ich gebe Ihnen alles zu. Ich gebe Ihnen alles zu. Jetzt bin ich aber gespannt, was der Brünzli zuzugeben hat. Ich kann es nicht sagen. Sag, was hast du spioniert? raus mit der Sprache. Aber ein bisschen, oder? Sonst krüsseln die, oder? Geht nochmal voll aus, oder? Es ist mir so peinlich. Also, ich würde also machen, wenn er sagt, Oberbrünzli, sagt das. Der Bärenküssler ist Krüseli-Weltmeister und hat schon Menge Bären aus dem Winterschlaf gerüsselt im Fall heute. Sehen Sie seine Fellkappe? Die hat er sich aus Fellresten gehökelt, die ihm unter den Fingernägeln hängen geblieben sind. Also gut. Es ist wegen meinem Bub, einem Supertreffer. Ihrem Bub heisst Supertreffer. Ja, weil er immer daneben schießt mit dem Jägergewehr. Er wird nicht einmal einen Elefant im Tiefschlaf treffen. Ja, das ist sicher ein super Typ. Ich mache mir Sorgen um ihn. Anstatt dass er mit dem Gewehr übt, trommelt er Tag aus und Tag ein auf Pfannen und Kesseln Ein umeinander. wahrer Künstler, Ehrensohn. Ja, aber ist es eine Kunst, wenn die ganze Familie Kopfweh hat? Bootsjagd, Hornspeuz und Flintendonner. Damit man meine Frau wieder einmal mit den Pfannen einen Rehpfeffer kochen kann, haben wir jetzt ein Schlagzeug posten. Ja, und das Kopfweh ist immer noch da. Ein richtiges Schlagzeug. So gut, ey. Wow. Yeah. Und das groovt euch. Der Sohn vom Brünzli ist kein Brünzli. Alles ist er. Einfach kein rechter Jäger. Aber ich wünsche mir halt, dass er glücklich ist. Und darum haben Sie gedacht, Weil wir so Musik machen und so. Ja, genau. Ja, könnten euch doch einmal vorstellen. ja, bringen Sie ihn mal mit. Und sein Schlagzeug soll er auch mitnehmen. Es ist beides schon da im Wald, wenn ich ehrlich bin. Hinter der Föhre wartet der Jäger Franz mit dem Supertreffer und seinem Ja, Schlagzeug. das ist ja tipptopp. In 5 Minuten oder so haben wir nämlich unser erstes Konzert. Ja, der Jäger Franz hat mir's gesagt. Darum sind wir ja da. Ja, was jetzt?
Sind ihr etwa eine Jagdkapelle? Genau! Jagdkapelle sind wir. Ja, habt ihr schon tiefe Töne? Wenn Sie eine Bassgitarre meinen? Nein. Ja, warum fragst du? Ja, wenn es so wenig Bären rum hat, oder? Wo ich ausrüsseln kann, dann muss ich meine Finger eben anders trainieren, oder? Und dann hast du angefangen zu lesen, oder? Oder? Ein Bärenrüsseler sucht sich immer das Text zum drauf üben, oder? Schau da, ich rüssele die Seiten von der Bassgitarre, oder? Alle ja. So, wow. Super Sache. Der Rüsseler ist ja megamäßig, hammer, mega krass, ist er. Und er spielt nicht nur auf Bären, sondern er spielt auch Bass, ist er. Genau, super, so genau. Schandbar, super. Hey, machst du mit bei unserer, wie hast du gesagt? Genau, Jagdkapelle. Aber sicher, beim Marius und der Jagdkapelle bin ich gerne dabei. Wir sind 1, 2, 3, 5, Jäger, wo nicht jagen wollen. Wenn wir viel lieber zusammen singen können. Wir jagen alle hinterher, der ganze Wald verjagen. Wir sind Singjäger, Schreckjäger, Schüchig, wie schlau, schön ist die Musik, Jägerslüt. Marius, kommt jetzt eine Strophe. Der mutigste und der stärkste heisst Bärenkrüsler. Statt der Bären mal der Basschli Krüsle knüster. Die ganze Welt hat er gesehen und alles wüsste er. Oder Bärenkrüsler. Fast nur mit es der Supertreffer. Das ist ziemlich blöd, ein Schäden, aber das Steffer. Der Brünzli sei nicht ausser Trommeltreffer. Jetzt tönt als Treffer wegen Supertreffer. Wir sind 1, 2, 3, 5, 6. Jäger, wo nicht jagen wollen. Wenn wir viel lieber zusammen singen können. Wir jagen alle hinterher, der ganze Wald verjagen. Wir sind Singjäger, Schreckjäger, Schüchig, wie schlau, schön ist die Musik, Jägerslüt. Aber den Tier machen wir nichts. Bravo, das ist mies Klavier. Ich hätte nie gedacht, dass das so gut kann tönen. Und jetzt ein Brünzli? Was meinen Sie dazu? Was ihr da machen, meine Jäger, verdient grossen Respekt. Ich, der Oberjägermeister Brünzli, möchte euch sagen, dass ich als Jäger furchtbar stolz auf euch bin. Und hiermit verkündige ich, Nein, jetzt wird er wieder feierlich. ab sofort sind alle Jagdverbote aufgekommen, die ich jemals gegen einzelne Mitglieder von eurer Kapelle ausgesprochen habe. Jagdhorn, Speuz und Flintendonner. Jeder von euch darf wieder mit auf die Jagd, wenn er das will. Neu gilt aber, keiner von euch muss mit auf die Jagd. Ihr habt alle eine Sondergenehmigung zum Fehlen beim Jagen. Musik, Jäger Franz, Ja, Herr Bürgermeister Brünzli. Leute beim Klapfen und sorgt dafür, dass morgen statt der Meldung über das Jagdverbot für den Marius und der Ratzfatz Gründung von Marius und die Jagdkapelle auf der Titelseite von der Jägerzeitung steht. Oh, hoffentlich ist es nicht schon zu spät und wir können es noch ändern. Keine Angst, Herr Bürgermeister Brünzli. Habe noch gar nichts gemolden. Jäger Franz, da hat ein Nachspiel. Aber zuerst muss jetzt einmal gefeiert werden. Mit Marius und die Jagdkapelle hat der Jägereiverband das erste Mal einen offiziellen musikalischen Vertreter.
Im Namen von der Jagdkapelle danke ich am Oberjägermeister Brünzli für seine herzlichen Worte. Ja, und sie sind sogar so wunderschön, dass wir es gerade nochmal hören wollen. Ratz! Was soll da? Komm, wir spulen nochmal schnell zurück. Aber doch nicht jetzt. Nur schnell, komm. Ja. Keiner von euch muss mit auf die Jagd. Das habe ich doch schon gesagt. Alle, eine Sondergenehmigung zum Wählen. Moment mal, habt ihr mir da etwas in Tee? Habt ihr mir da in Tee etwas da? Oder? Ich höre mich plötzlich selber reden. Mit Marius und die Jagdkapelle hat der Jägereiverband das erste Mal einen offiziellen musikalischen Vertreter. Ich bin ganz, das ist ein Horror. Ich bin konfus, ich bin ganz durcheinander. Ja, Moment mal, halt, das ist ganz trümmelig. Aus der Reihe «Schurig schöne Geschichten» von Marius und der Jagdkapelle ist das die Geschichte Nummer 1 gewesen. Und sie ist wahr. Hättest du ruhig können sagen, dass sie 6 Jäger, die nicht jagen geheissen haben. Also bei Nummer 2 aus der Reihe «Schurig schöne Geschichten» von Marius und der Jagdkapelle. Die machen wir von Anfang an. Marius! Hey, Tomber.